grünen Wald, da wo die Drossel singt, ein munteres Rehlein durch die Büsche springt, wo Tann und Fichte stehen am Waldessaum, erlebt ich meiner Jugend schönsten Traum, wo Tann und Fichte stehen. Schub mich. Shit. Im grünen Wald, da wo die Drossel singt, ein munteres Rehlein durch die Büsche springt, wo Tann und Fichte stehen am Waldessaum. Hallo, Frau. Moin, moin, Gunnar. Na? Na, schon so vergnügt am frühen Morgen. Fangt euer Tagwerk fröhlich an, heißt es doch nicht? Oder den Vogel, der so früh singt, den holt noch vor Abend die Katze. Meine liebe Gunnar, als ich heute Morgen aufstand, bin ich mit der Hacke direkt in einen Nagel getreten. Beim Frühstücken habe ich mir an den heißen Kaffee ganz schändlich die Zunge verbrannt. Und gerade eben habe ich mir hier mit dem Hammer den linken Daumen breit geklopft. Was kann mir noch viel passieren? Was machst du da überhaupt? Neues Dorfschild. Was? Ein neues Ortsschild. Ist das nicht fein geworden? Wozu? Das alte ist doch noch gut genug. Ist das, aber das stimmt nicht mehr. Auf diesem soll Großhellewatt draufstehen. Bei dir piept's wohl. Wenn das hier piept, denn bei unserem Bürgermeister, was dein Vater ist. Von ihm stammt diese geniale Idee. Als wenn wir nichts Besseres zu tun hätten, als Ortsschilder zu fabrizieren. Ehrlich, Gunnar, so geht es doch auch nicht weiter. Was die Jünnewatter sind, die fahren jeden Morgen 12 Kilometer mit ihrer Milch, weil sie nicht in die Hellewatter Meierei wollen. Und was die Hellewatter sind, die laufen 8 Kilometer zu Fuß, weil sie nicht in die Jünnewatter Kirche wollen. Und bloß weil Gerd Lüders so einen Dickkopf hat. Gerd Lüders sagt, dass dein Vater den Dickkopf hat. Ist das nun nicht eigentlich egal, ob die paar Quadratmeter zur Hellewatt kommen oder nicht? Für dich ja und für mich auch. Aber für die beiden Herren Bürgermeister ist das noch lange nicht egal. Denn immerhin handelt sich das um 3,5 Hektar. Und auf diesen 3,5 Hektar steht eine große Landmaschinenfabrik. Ja, und die ganze Gewerbesteuer wandert in die Gemeindekasse von Jünnewatt. Und dabei wohnt der Fabrikbesitzer in Hellewatt. Kann ich Vater gar nicht verdenken, dass ihm das nicht passt. Und ich kann es Gerd Lüders nicht verdenken, dass er auf die Gewerbesteuer nicht verzichten will. Siehst du, und so haben beide Bürgermeister ein berechtigtes Interesse. Aber 2 Köder und ein Knochen, das ist noch nie gut gegangen. Und wir müssen darunter leiden. Tja, sowas wird immer auf dem Puckel vom kleinen Mann ausgetragen. Aber Gott sei Dank, das ist ja nun bald vorbei. Wieso? Na, wenn der Alte... Ich meine, wenn die Theorie von deinem Vater stimmt, dann handelt sich das bloß noch um ein paar Stunden, dann ist das soweit, dass die paar Quadratmeter in Hellewatt eingemeindet werden. Und das glaubst du doch wohl selber nicht. Doch, doch. Unser Bürgermeister, was dein Vater ist, hat sich einen raffinierten Plan ausgedacht. Oh, erzähl mal. Pass mal auf. Du weißt doch, dass seit Jahr und Tag so ein Kapitaler 10 Ender im Ellenbrook rumspringt. Und was hat der Rehbock denn damit zu tun? Eine ganze Menge.
Dieser Bock ist nämlich nur zum Abschuss freigegeben. Das weiß ich doch. Ja, aber was du nicht weißt, der Bock darf nur von einer ganz bestimmten Persönlichkeit geschossen werden. Das verstehe ich nicht. Kannst du auch nicht. Das verstehe ich ja kaum. Das ist so. Bei so einem Prachtexemplar vom Bock sind die Jäger nämlich immer ganz besonders empfindlich. Und damit es nun keinen Streit gibt um den schönen Bock, hat unser Bürgermeister, was dein Vater ist, unseren Landrat persönlich zur Bockjagd eingeladen. Und kein anderer als der Landrat darf den Bock schießen. Wie kann Vater das? Sie haben doch mit Reimern die Jagd. Herbert Börnsen hat verzichtet. Und Gerd Lüders? Der wird nicht gefragt. Und was sagt er dazu? Was will er machen? Dein Vater hat das nun mal so bestimmt. Kann er das denn? Natürlich kann er das. Ist er Kreisjägermeister oder nicht? Schon, aber das Und ist Kreisverbandsvorsitzender vom Jagdverband ist er auch. Wer will da was gegen tun? Nee, das kann Vater nicht machen, rein moralisch nicht. Moral in der Politik? Das ist Unrecht gegen Gerd Lüders. Und mit dem Landrat war Vater doch schwer erzürnt, weil die neue Schule nach Jünnewat gekommen ist. Ja, war auch. Aber weil unser Landrat doch auch so ein passionierter Jäger ist, müsste das doch mit dem Teufel zugehen, wenn er deinem Vater nicht auch einen Gefallen tut. Weißt doch, eine Hand wäscht die andere. Nee, da komme ich einfach nicht mehr mit. Dass Vater das Fabrikgelände ganz zur Hellewatt haben will, das kann ich ja verstehen. Aber die Art und Weise, die passt mir ganz und gar nicht. Das ist einfach gemein. Na, so schlimm, wie du meinst, ist das ja nur auch wieder nicht. Und für Gerd Lüders findet sich ja wohl auch noch mal eine Gelegenheit, einen Bock zu schießen. Viel schlimmer ist das mit Harro, meine ich. Mit Harro? Naja, er wildert doch in einem fremden Revier, nicht? Als ich heute Morgen meine Aalkörbe vom Bach holte, da war mir das so, als wenn Harro Lüders hier von der Hellewatter Seite herkam. Und das sah mir verdammt so aus, als wäre er so ein bisschen auf der Pirsch gewesen. Da kümmer du dich mal nicht um. Tu ich sonst ja auch nicht. Aber weil unser Bürgermeister, was dein Vater ist, doch ausdrücklich verboten hat, dass einer von den Jünnewattern hier nach Hellewatt rüberkommt, grenzt das ja an Hochverrat. Und schnack kein dummes Zeug, Fröbel. Sag mir lieber, was wir tun können. Nix. Gegen Puder Mist können wir nicht anstinken. Moin. Moin, moin, Harro. Na, du bist ja gar nicht bange. Kommst hier einfach so an? Hast du schon gehört, Gunnar, was dein Vater sich nur wieder ausgedacht hat? Das mit dem Bock? Ja. Ja, Fröbel hat mir das gerade erzählt. Ja, was soll er nur machen? Die Sache wird ja immer verrückter. Wenn der Landrat Vater den Bock vor der Nase wegschießt, dann ist das zappenduster, das sag ich dir. Ja, das dösige Gefühl habe ich auch. Ich werde mit Vater reden, Harro. Er muss dem Landrat wieder abschreiben. Abschreiben? Das tut er nie. Nee, hier ist auf dem Verhandlungswege nichts mehr zu machen. Ja, dann sag du doch, was wir tun sollen. Mein Vater hat den Bock doch jeden Winter gefüttert. Und nun soll er nicht mal schießen. Das ist höhere Politik. Politik. Tja, wenn der Landrat den Bock kriegt, dann wird er meinem Vater wohl das Stück Land dafür geben. Ach, daher weht der Wind. Das ist ja Korruption. Ruhig, noch hat der Landrat den Bock ja nicht. Und er kriegt ihn auch nicht. Und wenn ich ihn selbst abknallen soll. Oh nee, Harro, das darfst du nicht machen. Dadurch wird doch alles noch viel schlimmer. Du hast ja wohl einen auf der Luke, was? Der ist doch ganz aus mit euch beiden. Ja, was sollen wir denn machen? Bleib du da, Mann, mit deinen Pfoten zwischen raus. Überlass mir das. Noch haben wir eine Menge Zeit. Die Bockjagd geht ja erst übermorgen los. Was hast du vor? Das ist meine Sache. Da musst du dein Gewissen nicht dran wundscheuern. Mach lieber, dass du wegkommst. Denn wenn Sippert Strube dich hier zu sehen kriegt, dann... Ja, ist wohl besser. Sehen wir uns heute Abend, Gunnar? Wie immer, um 7:30 unten an der Brücke. Pass mal auf, dass der Wachtmeister euch nicht bei der Büchse kriegt. Er hat strikte Anweisung von Sippert, kein Jünnewatter über die Brücke zu lassen. Och, der Hein Daddel, der. Also, bis heute Abend, Gunnar. Tschüss. Tschüss, Harro. Ach, Fröbel. Moin. Moin, moin. Igitt, Politik ist auch ein schmutziges Geschäft. Kannst du das verstehen, Fröbel? Waren immer die besten Freunde, die beiden. Ich mein Vater und Onkel Gerd.
Und nun das. Moin, Gunnar. Oh, moin, Tante Du, Enne. sag mal, ist deine Mutter da? Gottsknepp und Pannkuchen, das kann ja wohl nicht angehen. Der Jüne war der Außenminister höchstpersönlich. Moin, Fröbbe. Moin, moin. Du, sag, ist sie da? Ja, sie ist drin. Ja, ist gut. Stopp! Da nicht rein. Warum nicht? Na Mensch, der Alte ist da doch auch drin. Ja. Wenn er dich zu Gesicht kriegt, dann läuft er doch amok mit der Missforke. Was ist denn, Tante Enne? Ich muss unbedingt mit deiner Mutter sprechen. Kannst du denn nicht eben mal rausholen? Natürlich. Augenblick. Ja, ist gut. Ich bin ja von den Zocken. Du warst dich hier einfach so rüber. Du willst uns am Ende doch wohl nicht die Kapitulation anbieten? Nee, ganz im Gegenteil. Du, ich habe das Gefühl, der Krieg geht nur erst richtig los. Ja, das dösige Gefühl habe ich auch. Du, Fröbbe, du kannst mich mal alleine lassen mit Line, hörst du? Ich wäre sowieso gegangen. Ich möchte da nämlich nicht gern bei sein, wenn Sippert hier den Hals umdreht. Und ich muss sowieso mit dem Schild hier zum Maler. Was denn das für ein Schild? Da soll draufstehen, Achtung, Sie verlassen nach 50 Metern das Gemeindegebiet. Und darunter Fußschüsse und Selbstangeln. Selbstschüsse und Fußangeln oder sowas. Wollen doch mal sehen, ob wir nicht Ruhe kriegen vor euch Jünnewattern. Das Rehlein trank wohl aus dem klaren Bach. Guck an, Ende. Ja. Na? Moin, Line. Moin. Du, Line, sag mal, stimmt das, dass Sippert den Landrat zur Bockjagd eingeladen hat? Ja, er hat ihm geschrieben. Also doch. Du, ich wollte das zuerst gar nicht glauben. Doch, ja, das kannst du ja glauben. Oh, du, mein Mann ist vielleicht in Fahrt. Ja, das kann ich mir denken. Ja, ja, du, wo er den Bock jedes Jahr gefüttert hat. Da kann Sippert ihn doch nicht einfach an den Landrat freigeben. Nee, das kann er auch eigentlich nicht. Ja, hat er aber doch getan. Ja, hat er. Ja, und nu? Oh, Mensch, begreifst du denn nicht, dass da nun alles noch viel schlimmer von wird? Ja. Und da bleibst du so ruhig bei. Und lag das nicht, wenn die Männer sich aufregen? Hm? Ja, aber was sollen wir denn nun bloß tun? Gar nichts. Was zu tun war, ist schon getan. Ist schon getan. Ja, der Landrat kommt nicht. Kommt nicht. Aber du hast doch eben gesagt, Sippert hat ihm geschrieben. Ja, das hat er auch. Aber der Brief ist hier. Du weißt doch, Enne, die Post mache ich. Und ich schreibe ja auch alles, was er will. Aber abschicken tue ich bloß das, was ich will. Und da sind wir immer ganz gut bei gefahren. Du, sonst hätten wir wohl schon Dutzende von Beleidigungsklagen am Hals gehabt. Aber denn ist die ganze Aufregung ja umsonst. Ja. Denn will ich schnell hin meinem Gerd Bescheid sagen. Halt, stopp, halt, stopp. Du willst mir doch wohl nicht meine ganze Strategie verderben. Lene, du, ich kann das zu Hause nicht mehr aushalten, seit Gerd den Brief gekriegt hat, dass der Landrat den Bock schießen soll. Tja, das hilft ja noch nichts, das muss so durchgestanden werden. Ne? Naja, du, ich soll das auch mal aushalten, ne? Ja, das eine, was man will, das andere, was man muss. Ne? Ja, und guck mal, du musst auch an unsere Kinder denken. Das tue ich ja nicht. Mein Gott, meines. Sagen Sie, wo kommst Sie denn her? Morgen, Frau Strube. Morgen. Ist Ihr Mann wohl da? Ja, natürlich, er ist drin, er rasiert sich gerade. Ist was? Jawohl. Heute Nacht hat einer das Dorfschild beschmiert. Wer war das? Das kann ich Ihnen leider nicht sagen. Noch nicht. Aber ich kriege das schon raus. Warum gucken Sie mich denn so an? Jedenfalls muss das einer von der Jünnewatter Seite gewesen sein. Weiß ich nicht. Sag, und wie kommen Sie darauf? Weil da quer rüber ein Spruch drauf gemalt worden ist. Mit grüner Ölfarbe. Ach nee, und was für ein Spruch. Soll ich das Du, sagen? mal raus damit. Sippert Struve, du sollst wissen, der Landrat wird den Bock nicht schießen. Oh Gott. Ich kann mir auch schon denken, wer das gewesen ist. Ja, und wer? Frau Strube, auch wenn Sie als Frau von unserem Bürgermeister eine halbe Amtsperson sind, so darf ich Ihnen das trotzdem nicht sagen. Schon gar nicht, solange die Ermittlungen nicht abgeschlossen sind.
Jedenfalls muss das einer gewesen sein, der Reime schmieden kann. Ja, da haben Sie recht. Reim tut sich das ja, nicht? Jawohl. Und wer hat auf diesem letzten Feuerwehrfest den Prolog gemacht? So viel ich weiß. Lüders Harro. Weiter möchte ich mich nicht auslassen, Frau Struve. Das langt aber auch, mein lieber Herr Meiners. Sie glauben doch wohl nicht, dass mein Harro... Ich habe nichts gesagt, Frau Lüders. Nee, aber gedacht haben Sie das. Ich will Ihnen mal was sagen. Wenn Sie meinen Jungen verdächtigen, dann kriegen Sie es mit mir zu tun. Sagen Sie, Herr Meiners, wieso kommen Sie nur gerade auf Harro Lüders? Weil ich ihn in der Morgenstunde hier von der Hellewader Seite habe herkommen sehen. Deshalb. So, und deshalb meinen Sie... Der Verdacht liegt jedenfalls nahe. Und passt gut in Ihren Kram, ne? Wieso, Frau Struve? Na, Sie sind Harro doch nicht ganz grün, oder? Frau Struve, Sie meinen doch wohl nicht, dass... Wo werde ich denn meinen das? Das weiß ich ja, dass Sie einen korrekten Beamten sind, ne? Ja. Das heißt, so korrekt sind wir auch wieder nicht, ne? Sollen Sie nicht unten an der Brücke aufpassen, dass kein Jünnewader hier nach Hellewader rüberkommt? Ja, aber ich habe dem Herrn Bürgermeister doch eine wichtige Meldung zu machen. Und indessen läuft mal alles so schlank weg über die Brücke, ne? Ha? Meiners, gehen Sie lieber wieder runter, ehe mein Mann Sie zu sehen kriegt. Ja, und meine Meldung? Die werde ich ihm schon ausrichten. Hauen Sie mal lieber ab. Wenn Sie meinen... Das ist besser, Meiners, Sie kennen doch meinen Mann. Auf Ihre Verantwortung, Frau Struve. Ist doch schon gut, nun mal los. Ja. Tu sowas aber auch. Mein Harro zu verdächtigen. So kannst du denn nicht denken, warum? Nee. Na, er hat doch auch ein Auge auf unsere Gunnar geschmissen. Ach, und nu sucht er einen Grund, Harro eins auszuwischen, Ja, ne? ja, aber lass mal Ende. Um Harro brauchen wir ja keine Angst zu haben, ne? Der kann sich wohl wehren. So, das haben wir klar. Was? Übermorgen ist es fertig, das Schild. Das wird Schild. Na, das neue Ortsschild. Muss doch alles klar sein zu dem großen Staatsakt. Was für ein Staatsakt denn? Na, wenn die Fabrik eingemeindet wird. Ach, so weit ist das doch noch lange nicht. Oh doch, die werden sich handelseinig. Prima Rehbock gegen 3,5 Hektar Land mit Fabrik. Wenn das kein Geschäft ist... Oh, du bist schon verrückt, bist du ja. Sag mal, was hast du denn deine Jacke da eingeschmiert? Oh, was ist das denn? Scheint grüne Ölfarbe zu sein. Hab ich wohl eben beim Maler gekriegt. Meiners! Was ist denn nun schon wieder los? Frau Struve, das nützt nichts. Ich muss doch mit dem Bürgermeister sprechen. Die andere Seite von dem Dorfschild ist auch beschmiert. Auch mit so einem schönen Spruch. Was haben Sie da denn nur aufgemalt? Das muss man Sibbert Struve lassen. Er hat den größten Bock geschossen. Hast gehört, Frau Will, was der Wachtmeister sagt? Was? Hat einer das Dorfschild beschmiert mit grüner Ölfarbe. Nee, was es nicht alles gibt, ne? Naja, ist gut, Meiners. Ich werd's meinem Mann bestellen. Nee, Frau Struve, ich muss das dem Bürgermeister melden. Das ist meine Pflicht. Mutter! Mutter! Nee, du, hau mal lieber ab, dass er dich gar nicht erst zu sehen kriegt. Na ja, ist wohl besser, ne? Man soll den Bullen ja nicht unnötig reizen. Stopp, Frau Lüders! Weglaufen kommt nicht in Frage. Sie sind gegen den Befehl von unserem Bürgermeister hier rübergekommen. Nun müssen Sie sich auch dafür verantworten. Schafskopf. Mutter! Ja. Wo steckst du denn? Na nur, was ist hier denn los? Morgen, Herr Bürgermeister. Was hier los ist, habe ich gefragt. Frau Lüders wollte weglaufen, als Sie kam. Da habe ich sie zurückgehalten. Wieso ist sie überhaupt hier rübergekommen? Ich habe doch ausdrücklich gesagt... Über die Brücke ist sie nicht gekommen, Herr Bürgermeister. Nö, das gibt ja zum Glück noch mehr Wege nach Hellewatt, ne? Und was machen Sie hier? Warum sind Sie nicht auf Ihrem Posten? Herr Bürgermeister, ich habe Ihnen eine wichtige Meldung zu machen. Und? Sag mal, Vater, hast du eigentlich heute Morgen schon deine Baldrian-Tropfen genommen? Was ist das mit der Meldung? Denk bloß mal an, Vater. Da hat doch wahrhaftig heute Nacht einer das Dorfschild beschmiert. Beschmiert? Ja. Womit? Mit grüner Ölfarbe, Herr Bürgermeister. Nun lassen Sie sich doch nicht jedes Wort einzeln aus der Nase rausziehen, Mann. Ja, Herr Bürgermeister, als das heute Nacht alles ruhig war, da habe ich mich 2 Stunden hingelegt. Und da muss das passiert sein. Was, Herrgott, nochmal? Was ist passiert? Ja, dass die Sprüche aufgemalt worden sind.
Können Sie nicht endlich mal so sprechen, dass sich auch ein normaler Mensch verstehen kann? Ja. Sag mal, Vater, willst du doch lieber erst deine Baldrian-Tropfen nehmen? Ach, geh mir doch los mit deinen Baldrian-Tropfen. Los, sprechen Sie. Ja, wie ich schon gesagt habe, als heute Nacht alles ruhig war... Da haben Sie sich hingelegt. Ja. Weiter! Ja, ja, und in der Zeit hat einer mit grüner Ölfarbe auf das Dorfschild geschrieben. Was? Auf der einen Seite: Sippert Struve, du sollst wissen, der Landrat wird den Bock nicht schissen. Was? Schießen, schießen, schießen. Und auf der anderen Seite: Das muss man Sippert Struve lassen, er hat den größten Bock geschossen. Wer hat das getan? Das weiß ich leider nicht, Herr Bürgermeister. Noch nicht. Also, das ist ja wohl, das Ach, ist Vater, ja... solltest man doch lieber erstmal deine Baldrian-Tropfen nehmen. Ach, ne? das ist eine öffentliche Provokation, das ist eine Diffamierung. Das ist Gerd Lüders gewesen und kein anderer. Du, nun langt es mir aber. Mein Mann hat nachts was Besseres zu tun, als Dorfschilder zu beschmieren. Mit Verlaub, Herr Bürgermeister, ich glaube auch, dass Sie hier auf der verkehrten Spur sind. Ach, Vater, du machst doch bloß keine Staatsaktion von. Das ist der ganze Kram doch du wirklich nicht wert. Nicht wert? Da sieht man, dass du von Politik überhaupt keine Ahnung hast. Hier handelt sich das um eine provokatorische Demonstration und du sagst, das ist der Kram nicht wert. Ich bin ganz Ihrer Meinung, Herr Bürgermeister. So eine Elemente müssen unschädlich gemacht werden. Die müssen mit Stumpf und Stil ausgerottet werden. Ne, Fröbe, Ja, hier. du gehst gleich runter und deckst da einen Sack drüber. Das soll der Landrat sehen, wenn er kommt. Was hier für Aufrührer am Werk sind. Sag mal, Vater, merkst du eigentlich gerade, dass du auf dem besten Weg bist, dich lächerlich zu machen? Kümmer du dich um deinen eigenen Kram, hier verstehst du nichts von. Deine Politik ist der Kochtopf. Aber das bricht Gerd Lüders das Knick. Ich weiß nicht, Herr Bürgermeister, aber wenn da mal nicht ein ganz anderer hintersteckt. Und wer? Ja, noch habe ich meine Ermittlungen ja nicht abgeschlossen. Aber zwei Dinge sind mir aufgefallen. Und? Erstens, dass die beiden Sprüche sich reimen. Also, denk mal an, das habe ich auch schon gemerkt. Ja, und zweitens habe ich gegen morgen Harro Lüders hier von der Hellewader Seite herkommen sehen. Stimmt genau, meines. Harro hat mir bei meinen Aalkörben geholfen. Du weißt doch genau, ich habe verboten, dass die Jünnewader hier rüberkommen. Ja, weiß wohl, aber was sollte ich machen? Da war kein anderer zur Hand und die Körbe hatten sich im Red vertütert. Meiners, Herr Bürgermeister? Sie kriegen heute Nacht Verstärkung von der Feuerwehr. Das Dorf wird systematisch abgeriegelt. Jawohl, Herr Bürgermeister. Sei doch vernünftig, Vater, das hat doch keinen Zweck. Aha. Da bist du ja, Sippert. Kannst du mir mal sagen, was dieser Wisch hier zu bedeuten hat? Das steht da ja wohl deutlich genug drin, nicht? So. Und du glaubst, da richte ich mich nach. Ich bin Kreisjägermeister. Und du hast dich an meine Anordnung zu halten. Und ich bin Hegeringsleiter und hab den Bock jeden Winter gefüttert. Und du hast nicht das Recht, den Bock an jemand anders freizugeben. Das habe ich wohl. Nach Paragraph 6 vom Jagdgesetz. Das hast du ja mal wieder wunderschön ausklamüstert. Aber das sag ich dir. Der Landrat kriegt den Bock nicht. Und hier hast du deine Anordnung. Als Jagdpächter hast du dich an meine Anordnung zu halten. Tust du das nicht, dann wird dir der Jagdschein abgenommen. Du meinst wohl, ich weiß nicht, was das alles auf sich hat, was? Aber wenn du glaubst, dass du damit deine Eingemeindung vorantreiben kannst, dann bist du aber auf dem Holzweg, du. Und wenn ich zum Regierungspräsidenten persönlich hinfahren soll. Ja, das kannst du gern tun. Und dann vergiss mal nicht, ihm zu erzählen, dass du hier nachts die Dorfschilder beschmierst. Was tue ich? Ja, ich weiß Bescheid, du. Mit deinem Geist vergiftest du das ganze soziale Klima hier im Kirchspiel. Och, du bist ja verrückt, Mann. Aber das wird dich noch teuer zu stehen kommen, das sage ich dir. Komm doch mal weg von dem Bengel. Warum denn? Komm da weg! Ich will nicht, dass du bei dem Sohn von so einem Philister rumstehst. Das ist ein Anarchist, ist das! Recht haben Sie, Herr Bürgermeister. Komm, Vater, lass uns gehen. Mit denen hier kann man ja doch nicht vernünftig reden. Ja, das sag ich auch. Was wirst dich da noch über aufregen? Was soll ich mich nicht über aufregen? Über so viel Halunkenkram? Haben Sie das gehört, Meiners? Halunkenkram. Halunkenkram? Wie nennst du das denn wohl anders, hä?
10 Jahre habe ich den Bock gehegt und gepflegt. Und nun soll da ein anderer kommen und ihn mir vor der Nase wegschießen. Und ich sag dir nochmal, du hast dich nach meiner Anordnung zu richten. Ich bin Kreisjägermeister. Da hat er ja nur recht. Und ich sag dir, wenn der Bock geschossen werden soll, dann bin ich da der Nächste zu. Ja, da hat er ja nur wieder recht. Komm, Mutter, lass uns gehen. Mir wird schlecht von so viel Niederträchtigkeit. Meiners? Niederträchtigkeit. Niederträchtigkeit? Aber das sag ich dir, du. Du wirst noch von mir hören, alter Freund. Sie, Herr Lüders, das ist eine Drohung. Oh, kleine Feut. Dieser Herr Lonke. So, Meiners, Sie fahren gleich hinterher, dass er seine Sprünge nicht wieder wegmacht, bevor der Landrat Sie gesehen hat. Jawohl, Herr Bürgermeister. Bring ja noch mal los, nicht? Geht los, Herr Bürgermeister. Ich will, Gerd Lüders, was anderes. Ja, Vater, aber erstmal gehst du rein und nimmst deine Baldrian-Tropfen nach der ganzen Aufregung. Ach, geh mir doch los mit deinen Baldrian-Tropfen. Mir laufen ja schon die Katzen nach. Und dann heißt es, Morgenstunde hat Gold im Munde. Und Meiners muss sie noch auffetzen. Oh, ich kann den Kerl nicht ausstehen. Dich auch nicht. Aber recht hast du. Der taugt nix. Sag mal, wer hat denn nun das Dorfschild beschmiert? Ja, wenn wir das mal wüssten. Jedenfalls gibt Vater unter diesen Umständen nie seine Einwilligung zu uns beiden. Nee, das glaube ich auch nicht. Die beiden sind nun öffentliche Gegner. Und ihr beiden, die unschuldigen Opfer. Hauptsache, wir beiden sind uns einig. Wenn die uns ihre Einwilligung nicht geben, dann hauen wir einfach ab. Anderswo wird auch Brot gebacken. Ja, glaubst du, Döskopf, denn das wird besser, wenn du einfach wegrennst? Das ist nur die Jugend. Wenn nicht alles nach ihrem Kopf geht, dann wird gleich die Flinte ins Korn geschmissen. Du hast gut reden, deine Sorgen sind das ja nicht. Nö. Ich bin bei der ganzen Angelegenheit nur Volk. Aber in der Politik heißt das, alles geschieht nach dem Willen des Volkes. Also müsste es doch eigentlich danach gehen, was ich will. Ja, und was willst du? Abwarten, wer hier zuletzt den größten Bock schießt. Was war das eben? Ich weiß nicht, Vater, das hat sich so angehört, als wenn da einer geschossen hätte. Mein Bock! Merkwürdig. Oh, Gunnar, na, auch schon auf? Na, Fröbbe, wo kommst du her? Ich vom Bach hab meinen Aalkorb geholt, war aber leider nix in. Guck, Wer hat da eben geschossen? geschossen. Hat da einer geschossen? Stell dich doch nicht so an, du hast das doch ganz genau gehört. Ich weiß von nix, Und warum kommst du hier denn so angeschlichen und guckst dich um wie ein Dieb? weil ich nicht sehen wollte, wer da geschossen hat. Fröbbe, du warst das doch. Sag mir die Wahrheit, Fröbbe. Ich? Nee, Gunnar. Aber es soll mich gar nicht wundern, wenn ich wieder die Schuld krieg. Fröbbe kriegt ja immer für alles die Schuld. Du weißt also wirklich von nix? Großes Ehrenwort, Gunnar.
Aber hoffentlich hat Harro kein Blödsinn gemacht. Frau Bill, das wäre ja nicht auszudenken. Wer hat da eben geschossen? Ja, wenn wir das mal wüssten. Los, komm mit. Der Wilddieb kann doch nicht weit sein. Wer sagt dir denn, dass das ein Wilddieb gewesen ist, Vater? Wer in der Schonzeit schießt, ist ein Wilddieb. Morgen, Herr Bürgermeister, wichtige Meldung. Unten bei der Brandkoppel hat eben einer geschossen. Was Sie nicht sagen. Und wer war das? Das kann ich Ihnen leider nicht sagen. So, das können Sie leider nicht sagen. Und dann kommen Sie hierher, anstatt den Kram abzusuchen? Ich wollte mir Erlaubnis holen, nach Jünnewan rüber zu gehen. Von da kam nämlich der Knall. Das ist kein anderer als Gerd Lüders gewesen. Los, kommen Sie, dass wir den Halunken zu fassen kriegen. Du kannst auch nicht so durchs Dorf. Hier ist ein Wilddieb zu fassen. Da kann ich mir nicht jetzt lange einen Frack anziehen und einen Zylinder aufsetzen. Los, kommen Sie mal was. Keine Angst, Fräulein Strube. Ich stehe Ihrem Vater schon bei. Nett von Ihnen, Herr Meiners. Ja. Ich mach da gar nicht dran denken, wenn Harro... Seid ihr alleine? Harro, ja, komm her. Habt ihr das eben gehört? Du meinst zerschießen? Ja. Da hast du dir ja nett was eingebrockt. Mann, oh Mann. Ich? Du glaubst doch wohl nicht, dass Uns beiden solltest du lieber die Wahrheit sagen, hörst du? Also ich hab da nichts mit zu tun. Meinst du vielleicht, ich schieße in der Schonzeit? Wer hat denn gestern gesagt, dass er den Bock abknallen will, hä? Das habe ich doch nur so gesagt. Was hast du uns da nun bloß angerührt? Also ich war das nicht. Wirklich nicht, Harro. Ach Gunnar, den glaub du mir doch wenigstens. Ich war das nicht. Ich glaub dir ja. Dann verstehe ich überhaupt nichts mehr. Ist dein Vater zu Hause, Harro? Nee, das ist das ja gerade. Er ist gestern Abend schon aus dem Haus gegangen und hat sein Gewehr mitgenommen. Oh Gott. Ach du grote Grütwurst. Oh, Harro, das wäre ja schrecklich. Wie konnte er das bloß tun? Oh, Schuld hat dein Vater. Was muss er den Bock auch an den Landrat freigeben? Das ist noch lange kein Grund, den Bock einfach in der Schonzeit abzuknallen. Ach, soll er ihn sich vielleicht vor der Nase wegschießen lassen? Nun fehlt bloß noch, dass ihr euch auch in die Wolle kriegt, wegen dem dämlichen Bock. Dämlichen Bock? Wenn dein Vater sich nicht so angestellt hätte wegen der Eingemeindung, dann wäre das alles gar nicht so weit gekommen. Ach, er soll sich wohl von deinem Vater einfach übers Ohr hauen lassen, was? Lächerlich, so ein Theater um das kleine Stückchen Land. Immerhin ist Hellewatt ja viel größer als Jünnewatt. Und wenn deinem Vater was an der Freundschaft von meinem Vater gelegen wäre, dann hätte er ihm das Land gerne abgeben können. Freundschaft? Das ist doch nichts anderes als persönliche Machtgier von deinem Vater. Du? Jawohl, ist das. Er ist doch eitel wie so ein Hahn und bildet sich ein, die Sonne geht nur auf, wenn er kräht. Sag mal, seid ihr ganz sogar durchgedreht? Langt das nicht, wenn die Alten sich in den Haaren liegen um so einen Quatsch? Das ist kein Quatsch. Mein Vater hat ganz recht, dass er sich so eine Gemeinheit nicht einfach gefallen lässt. Dann hat mein Vater auch recht, dass er den Landrat eingeladen hat. Eine Gaunerei ist das und nichts anderes. Wer so eine Konturen reitet, der ist es nicht wert, Bürgermeister zu sein. Und wer in der Schonzeit schießt, ist ein Verbrecher. Du, das nimmst du zurück. Das tue ich nicht. Wenn du das nicht sofort zurücknimmst, denn... Was denn? Dann haben wir beide nichts mehr miteinander zu kriegen. Dann kann ich da auch nichts dran ändern. Gunnar. Man soll es nicht für möglich halten. Sie hat angefangen. Soll ich mir denn alles gefallen lassen? Ja, du bist wirklich ein Kavalier. Von deinem Holzkopf bis zu deinen Plattfüßen. Was kann das arme Mädchen denn dafür? Doch, nun fang du mal auch noch an. Musst du denn gleich so buff und baff sein, du Punkhocken? Ach, lass mich in Ruhe. Ja, lass mich in Ruhe. Was anderes fällt dir nicht ein, was? Dich geht der ganze Kram doch überhaupt nichts an. Doch geht mich das was an. Ich hab da die Arbeit von, dass ich das wieder zusammengekleistert krieg mit euch beiden. Sag mal, was ist hier heute Morgen eigentlich los? Unsere Gunnar sitzt in der Küche und weint. Was hat das hier gegeben? Ach, hier hat eben einer einen großen Bock geschossen. Wer? Gerd Lüders. Was? Ach was. Noch wissen wir nichts Bestimmtes. Das kann auch ganz jemand anderes gewesen sein. Also das hätte es schon gerade noch gefehlt, nicht? Wo ist mein Mann? Mit dem Wachtmeister runter zur Brandkoppel. Seine Yachtflinte hat er mitgenommen. Oh Gott, nee. Oh,
Ist mein Mann hier? Hier, nee. Oh, ich mache mir die allergrößten Sorgen, du. Er ist gestern Abend schon aus dem Haus gegangen und sein Gewehr hat er mitgenommen. Oh Gott, nee. Los, ihr beiden, die sind ja imstande und schießen sich gegenseitig tot. Los, komm, Fanny! Morgenstunde hat Gold im Munde. Oh, nee, oh, nee, oh, nee. Oh, Line, wenn das bloß kein Malheur gibt, du. Kann da leicht von kommen, du. Oh, diese Kerls aber auch. Du, und das ist bloß deine Schuld. Was ist das? Ja. Warum haben wir denn nicht gesagt, dass der Landrat gar nicht kommt? Kann ich denn ahnen, dass der Mann gleich hingeht und schießt den Bock tot? Soll er denn ruhig zusehen, wie der Landrat ihm den Bock vor der Nase wegschießt? Der Landrat kommt doch gar nicht. Ja, das konnte mein Mann ja nicht wissen. Ich durfte ihm das ja nicht sagen, wegen deiner Strategie. Doch, so was Dösiges. Ja, das hilft ja nur nichts. Wir haben uns das eingebrockt und müssen das auch auslöffeln. Ne? Line, nee, wenn das wahr ist, dass Gerd den Bock totgeschossen hat. Du, also ich mach da gar nicht an denken. Ja, das kompliziert meine Strategie natürlich, nicht? Du, was sollen wir denn nun bloß tun? Nix. Aber wir müssen die Zügel in der Hand behalten. Es gibt es Mord und Totschlag. Ja. Na, Vater, was ist? Ist der Bock tot? Weiß nicht, wir haben Schnitthaar gefunden. Das war sicher der Anschuss. Ja, und der Bock? Na, der ist flüchtig. Aber nach dem Schweiß zu urteilen, hat er einen sauberen Blattschuss gekriegt. Wir müssen gleich noch mal runter und den Kram mit dem Hund absuchen. Das ist sicher kein Sonntagsjäger gewesen, Herr Bürgermeister. Nee, so schießt hier bloß einer. Ja, bloß einer. Also warum haben Sie, Trottel, nicht auch gleich die Spur aufgenommen? Herr Bürgermeister, ich konnte doch nicht gegen Ihren Befehl. Befehl. Hier war ein Wilddieb zu fassen. Oh, Vater, was schnackst du denn doch von Wilddieb? Noch wissen wir doch gar nichts Bestimmtes. Oh doch, ich weiß Bescheid. Aber das gibt Ihnen den Rest. Nach Paragraph 38 vom Jagdgesetz wird derjenige, der in der Schonzeit schießt, mit Gefängnis bestraft. Bis zu 3 Jahren. Mit Verlaub, Herr Bürgermeister, wenn das mal nicht derselbe gewesen ist, der das Dorfschild beschmiert hat. Wie kommen Sie da denn drauf? Och, ich mein man so. Ich habe Harro Lüders gegen Ihren ausdrücklichen Befehl schon zweimal hier von der Hellebader Seite herkommen sehen. Mein Jung hat da nichts mit zu tun. Er war zu Hause, als geschossen wurde. Ich würde das bestimmt nicht sagen, Herr Bürgermeister, wenn ich das nicht selbst gesehen hätte. Also ich Dann will will, ich doch bloß gegen Harro aufhetzen, Vater. ich will nicht hoffen, dass Gunnar immer noch mit dem Bengel rumflaniert. Doch, das tut sie, Herr Bürgermeister. Das heißt, er läuft ihr immer noch nach. Ja und? Das geht Sie doch gar nichts an, oder? Ich dulde das nicht. So, auf einmal. Ist doch gar nicht so lange her, Vater. Da warst du doch ganz und gar mit einverstanden, ne? Da waren wir auch noch keine Gegner. Okay, dann lass sie doch nicht auslachen. Und ich bleib dabei. Harro Lüders ist zumindest stark verdächtig. Und Sie sind ein ganz niederträchtigen Kujon. Ich muss doch sehr bitten. Lass mal, wir werden das schon rauskriegen. Das eine steht jedenfalls fest. Mit der Eingemeindung wird das nun nicht mehr lange dauern. Abwarten, Sibbertstruve. Na, Vater, habt ihr den Wilddieb? Noch nichts. Wird aber nicht mehr lange dauern. So, Meiners, ich zieh mir eben was an und dann wird der Kram noch mal abgesucht. Jawohl, Herr Bürgermeister. Ja, aber erst möchtest du rein und nimmst deine Baldrian-Tropfen. Tschüss, Line. Tschüss, Elle und Kopf, mein Dern. Habt euch alles recht, ne? Ja. Oh, was ein Theater, nicht, Gunnar? Hui, Geile! Tut mir ja nun leid für Sie, Fräulein Struve. Ich? Was habe ich denn damit zu tun? Ach, ich mein Mann, wegen Harro Lüders. Der kann mir den Puckel runterrutschen. Wirklich? Aber ich dachte doch, Sie sind so gut wie... Gar nichts sind wir. Lassen Sie mich mit Harro Lüders in Ruhe. Recht haben Sie, Fräulein Strube. Das ist auch kein Umgang für Sie. Wer sowas tut, der... Sie glauben doch wohl nicht, dass Harro das getan hat. Tja, liegt das nicht klar auf der Hand? So was würde Harro nie tun. Da kann ich meine Hand für ins Feuer legen. Na, Fräulein Strube. Wenn Sie sich die dann mal nicht scheußlich verbrennen würden. Aber egal, was auch kommt. Auf mich können Sie immer zählen. Nett von Ihnen, Herr Meiners. Ja. Ach, was ich noch sagen wollte, Fräulein Gunnar. Darf ich Sie mal was fragen? Bitte?
Ja, das ist nämlich so. Am Sonnabend haben wir ja Stiftungsfest vom Sportverein, nicht? Und allein mache ich doch nicht gerne hingehen. Ich meine, hätten Sie wohl Lust, mitzugehen? Vielen Dank, Herr Meiners. Aber ich darf mir das wohl noch mal überlegen. Aber selbstverständlich doch. Ich würde mich ja schrecklich freuen. Was uns sterbend lag es da, Hallihallo. Guck an, die Obrigkeit ist hier. Na, Meiners, habt ihr den nächtlichen Kunstmaler schon? Noch nicht. Ach, wie ärgerlich doch für dich, nicht? Na, macht dir da nichts draus, Meiners. Nicht in jedem gesunden Körper wohnt auch ein gesunder Geist. Habt ihr den Bock im Vogeltrabbe? Nee, scheint, dass er zum Ellenbrook rüber gewechselt ist. Aber ich glaube, wir können getrost Halali blasen. Der Bock ist tot und der Krach kann losgehen. Du Gunnar, was ich dir sagen wollte, das... Ach, Herr Meiners, was ich noch sagen wollte. Vielen Dank auch für die nette Einladung. Ich komme gerne. Oh, das freut mich aber, Freund Gunnar. Vielen Dank. Gunnar, was hat das zu bedeuten? Gunnar! Pech, was sagst du nun? Sie, Meiners, das rate ich Ihnen. Lassen Sie Ihre Pfoten von Gunnar Struve, die geht mit mir. Das wird Freund Gunnar wohl selbst bestimmen, Herr Lüders. Aber damit Sie ganz klar sind, Gunnar geht mit mir. Am Sonnabend, zum Stiftungsfest. Mit mir. Haben Sie das verstanden? Das wollen wir doch mal sehen. Ja, das wollen wir. Meines, du willst mit Gunnar? Oder vielmehr Gunnar will mit dir? Wenn Sie nichts dagegen haben? Ivo, was soll ich wohl? Kann ich dir nicht verdenken. Mit Gunnar würde ich sogar losgehen. Mit Sondern so rund und Krall. Und das stehen Sie sich nicht, Meiners. Soll das eine Drohung sein? Nennen Sie das, wie Sie wollen. Hat Herr Bürgermeister Struve Ihnen nicht überhaupt verboten, hier nach Hellewatt zu kommen? Sie, das ist Hausfriedensbruch. Da quälen Sie sich mal nicht um. Harro besucht mich, wenn du da nichts gegen hast. Ich möchte Sie bitten, mich nicht zu duzen. Nun mach dir mal bloß nichts ins Hemd. Sie waren ja auch schon ziemlich früh unterwegs heute Morgen, nicht? Ja, Meines, das war ich. Ich hab Sie wohl gesehen da unten am Bach. Nee. Was ein Zufall, nicht? Waren Sie da oder nicht? Weil ich nun mal ein Wahrheitsfanatiker bin, will ich's dir sagen, Meines. Ja, ich war da. Er war da. Und in der Gegend ist auch geschossen worden? Stimmt, genau. Ach, du meinst, dass ich... Hast das gehört, Herr? Nun komm ich verhaftet Gottes Auto in Verdacht. Ah, der hat doch einen auf der Luke. Sie! Das ist Beamtenbeleidigung. Soll das auch sein? Sie haben das gehört. Ich? Nee, Meines. Ich hab nix gehört. Gar nix. Auf der Luke. Was hatten Sie schon so früh am Bach zu suchen? Tja, wenn du mich so direkt fragst, meinen Aalkorb wollte ich holen. Weiter nix. Und ist Ihnen da was aufgefallen? Ja. Was? Dass mein Aalkorb leer war. Haben Sie da jemand gesehen? Ich meine, Mensch. Nee, Mensch nicht. Bloß dich. Du stanzt dir da an der Brücke die Beine in den Leib. Sag mal, Meiners, du hast doch wohl nicht... Was fällt Ihnen ein? Ja, ich habe mal gelesen, solange der Verbrecher nicht überführt ist, solange ist jeder verdächtig, auch die Polizei.
Und Sie, Herr Lüders, wo waren Sie in der Nacht von Montag auf Dienstag, wenn ich fragen darf? Fragen dürfen Sie. Aber sagen tue ich Ihnen das nicht. Ich frag Sie dienstlich. Los, kommen Sie, Meiners, dass wir den Kram abgesucht kriegen. Jawohl, Herr Bürgermeister. Was machst du denn schon wieder hier? Das habe ich ihn auch schon gefragt, Herr Bürgermeister. Ja, ich hatte was mit Fröbbe zu besprechen. Runter von meinem Hof! Ich will nicht, dass der Sohn vom Wilddieb hier auf meinem Hof kommt. Aber Onkel Sippert, noch hast du doch gar keinen Beweis, dass Vater das überhaupt gewesen ist. Er und kein anderer ist das gewesen. Ein schöner Hegeringsleiter ist mir das. Und sowas will auch noch Bürgermeister sein. Schießt den Bock in der Schonzeit. Los, kommen Sie, Meiners, dass wir den Halunken zu fassen kriegen. Jawohl, Herr Bürgermeister. Der Bock ist nach dem Ellenbrook rüber gewechselt. Wer sagt das? Fröbbe? Wie kommst du da drauf? Die Schusszeichen gehen in die Richtung. Der Ellenbrook ist doch Ihre Privatjacht, Herr Bürgermeister, nicht? Ist das ja. Dann gehört der Bock nach dem Gesetz Ihnen. Das Wildbrett ja. Der Kopfschmuck gehört aber dem, der den Bock geschossen hat. So ist das Gesetz, Weiners. Vater, nun komm doch erst mit nach Haus. Das kann doch immer noch geregelt werden. Nee, der Kram soll ins Reine und das auf der Stelle. Aha. Da bist du ja, du. Sag mal, hast du? Ja, ich hab. Du hast den Bock geschossen? Ja, das hast du ja gehört. Ich hab den Bock geschossen. Und das gibst du auch noch so einfach zu? Vater, wie konntest du nur? Schicksal, nimm deinen Lauf. Und dann wagst du das auch noch hierher zu kommen? Naja, das siehst du ja. Weißt du, was du in meinen Augen bist? Ich weiß, was ich bin. Aber du hast mich dazu getrieben. Du und kein anderer. Was habe ich? Das ist ein politischer Racheakt. Weiter nix. Oh, Quatsch. Mir sind die Nerven durchgegangen. So, und nun weißt du das. Nerven durchgegangen. Jawohl, das sind sie. Seit gestern Abend habe ich da auf dem Anstand gesessen. Mit Mal kam er aus dem Dickicht. Ich reiß die Flinte hoch, nur um den Bock anzusprechen. Aber dann, ja, ich weiß auch nicht, wie das passiert ist. Mit Mal habe ich abgedrückt. Mit einem Mal hattest du abgedrückt. Jawohl, so war das. Herr Lüders, nach dem Gesetz haben Sie sich Ich weiß ja selbst, was ich getan habe. Ich werde dich anzeigen, du Lump, du. Onkel Sippert! Jawohl, Lump. Onkel Sippert! Lazaro, er hat ja recht. Ich habe ja selbst immer gepredigt, dass keine Minute, bevor die Schonzeit abgelaufen ist, losgeballert werden darf. Und nun muss mir das passieren. Aber das wird ihm noch teuer zu sehen kommen. Das sage ich dir. Und sowas ist auch noch Mitglied vom Yachtbeirats. Ich werde mein Amt als Hegeringsleiter niederlegen. Und meinen Yachtschein werde ich auf der Kreisverwaltung deponieren. Aber Sippert, das kannst du doch nicht zulassen. Er ist doch dein Freund. Ich pfeife auch so einen Freund. Onkel Sippert! Ach, er hat mir doch bloß eins auswischen wollen. Unsinn. Das war doch mal ein Yachtunfall. Nix Jagdunfall. Ich habe das getan und muss dafür einstehen. Aber der Bock muss nachgesucht werden. Er ist nach deinem Revier rüber gewechselt. Willst du ihn nachsuchen oder soll ich? Das macht man gefällig selber, du Rehbockmörder. Du. Ja, ist ja gut, ja. Ich komm mit, Vater! Ja, komm mal. So, Manners, kommen Sie mit rein. Wir werden gleich die Anzeige aufsetzen. Jawohl, Herr Bürgermeister. Du Sippert! Wo kriegen wir denn nun Bock her? Für den Landrat? Ach du liebe Zeit, der Landrat. Da habe ich ja gar nicht mehr dran gedacht. Wir können ihn ja nicht gut wieder ausladen, nicht? Naja, ich werde ihn nachher gleich anrufen. Denn ist das mit der Eingemeindung wohl Essig, was? Shit! Ich würde lieber noch ein bisschen warten mit der Anzeige. Denn wenn der Landrat da jetzt schon Wind von kriegt, dann kommt er doch bestimmt nicht. Was soll er noch hier, wenn der Bock schon geschossen ist? Naja, da ist was dran. Meiners, Herr Bürgermeister? haben Sie eigentlich schon raus, wer das Dorfschild beschmiert hat? Leider nicht, Herr Bürgermeister. Noch nicht. Aber ich bin ihm hart auf der Spur. Ich glaube, das wird heute noch zu einer Verhaftung kommen. Und dann stehen Sie hier noch rum? Los, Marsch an die Arbeit! Ja, und die Anzeige. Ja, die hat Zeit. Wenn Sie meinen, Herr Bürgermeister.
Nee, was ist denn? Ich bin platt. Na ja, nun mal los, nicht? Jawohl, Herr Bürgermeister. Na, no. Jawohl. Das war ein vernünftiger Einfall von dir, Sippert. Aber hoffentlich macht Gerd Lüders nun kein Blödsinn. Wieso? Naja, er sagte doch, dass er seinen Yachtschein auf der Kreisverwaltung deponieren will. Wenn er nun heute schon hinfährt. Verdammt! Lass ihn doch einfach einsperren. Ins Spritzenhaus. Och, das kann ich auch nicht machen. Wieso nicht? Ist er ein Wilddieb oder nicht? Ist er ja. Na also, und du bist Kreisjägermeister und Bürgermeister. Du kannst doch wohl einen Wilddieb einsperren lassen. Na ja, ich weiß nicht recht. Soll er dir denn alles vermasseln, was du so fein eingefädelt hast? Nee, soll er nicht. Das Fabrikgelände kommt zu Hellewatz. Und wenn Gerd Lüders von Neid die Gelbsucht kriegt, ja, ich sperr ihn ein. Was ist? Unten an der Kreuzung kommt ein Auto. Das wird der Landrat sein. Gunnar! Gunnar! Schnell! Er kommt! Ist er das? Nee, der ist unten an der Mühle abgebogen. Schiedkram. Nee, nichts zu sehen. Ich verstehe das nicht. Du ist die Uhr gleich 8. So eine Leute stehen nicht so früh auf wie wir, Sippert. Ich habe ihm doch extra geschrieben, dass wir um 4 auf dem Anstand sein müssen. Ich glaube nicht, dass er noch kommt, Vater. Natürlich kommt er, sonst hätte er doch abgeschrieben. Vater, kann ich mich nun nicht wieder umziehen? Ich muss doch was tun. Nix, du bleibst so, wie du bist. Traurig genug, dass deine Mutter so tut, als wenn sie das gar nichts angeht. Den ganzen Morgen rennt sie in der Kinderschürze rum. Ich würde auch was drum geben, wenn ich meinen Sonntagsstart wieder ausziehen könnte. Da muss doch jeden Augenblick kommen. Wenn ich wenigstens das verdammte Halsgeschirr wieder abbinden könnte. Du behältst den Kragen um. So, ich gehe wieder rein. Du weißt ja Bescheid, wenn er kommt, dann pfeifst du. Ja, ja. Lächerlich. Nee, Konrad, das ist ein ganz großes politisches Ereignis. Das geht um das Schicksal von ganzen Völkerstämmen. Och, was? Er hat doch überhaupt nicht geschrieben, dass er die Einladung annimmt. Und der Bock ist ja schon geschossen. Das weiß er doch nicht. Und hier gibt es noch so viel Böcke zu schießen. Du, Frabbe, Na, hat Harro eigentlich noch mal was gesagt? Harro? Nee, hat er nicht. Bloß, dass er ja nur in die Fremdenlegion will. Was will er? In die Fremdenlegion. Lass du ihn mal sausen. Ich an deiner Stelle würde viel lieber den Wachtmeister nehmen. Der ist Beamter. Kriegst du wenigstens eine gute Pension, wenn du Witwe bist. Ich will den Wachtmeister aber nicht. Dann nehme ich schon lieber dich.
Mich? Nee, Gunnar, du, da kann nichts draus werden. Du bist viel zu alt für mich. Robbe, Ja? kannst du mir denn nicht sagen, was ich tun soll? Hast du ihn noch lieb? Na also, der macht Kopf hoch. Oh, Robbe, wenn ich dich nicht hätte. Donnerwetter. Ach, der verdammte Kragen bringt mich nur um. Nix. So, was ist denn mit dir los? Warum hast du dich wie so ein Pfingstochse ausstaffiert, ne? Ich gehöre doch mit zum Empfangskomitee. Oh Gott, ist der Zirkus dann immer noch nicht zu Ende? Ganz im Gegenteil. Das geht jetzt erst richtig los. Ich dachte, das soll mal nur langsam vernünftig werden, wo der Bock doch tot ist. Oh nee, das geht nicht so schnell. Die Vernunft muss meistens teuer erkauft werden. Bloß die Dummheit, die gibt es immer wieder gratis. Und was ist nun mit Gerd Lüders? Ach, es geht ihm gut. Er sitzt. Was tut er? Er sitzt im Spritzenhaus. Sibbert hat ihn in Schutzhaft genommen. So, was ist er denn ganz und gar verrückt geworden? Und soll er uns vielleicht den ganzen Kram vermasseln, wenn der Landrat kommt? Ach, was der... Ne. Wo ist mein Mann? Drin. Er studiert seine Rede auswendig. Ich soll ihm Zeichen geben, wenn der Landrat kommt. So. Was ist? Nix, Sibbert. War bloß blinder Alarm. Ich wollte Line bloß mal zeigen, wie ich das machen soll. Döskopf. Holla! Was? Sofort kommst du raus. Keine Zeit. Na warte, ich will dir was anderes. Ein Augenblick. Oh, Line, da bist du ja. Ja. Line, du, mein Mann ist weg. So. Ja, wenn er sich bloß nichts angetan hat. Ach, was soll er wohl? Na, er hat sich das doch so zu Herzen genommen, das mit dem Bock. Seit gestern Mittag ist er schon weg. Enne, dein Mann geht es gut. Er sitzt im Spritzenhaus. Was? Ja, hast ganz richtig gehört. Mein Mann hat ihn festsetzen lassen. Oh, was? Ja. Sippert! Sippert! Was ist? Sofort kommst du raus. Keine Zeit? Du kommst raus, wenn ich dir das sag, aber sofort. Ja, mein Gott, ich komm ja schon. Die sind wohl rein krank vor lauter Politik, die Kerls. Du, sowas aber auch, meinen Mann ins Spritzenhaus einzusperren. Was ist denn? Wo ist Gerd Lüders? Das geht dich nichts an. Stimmt das, was Fröbbel sagt, dass er ihn im Spritzenhaus eingesperrt hat? Jawohl. Er hat den Bock geschossen. Auch wenn du alle Leute, die mal einen Bock geschossen haben, ins Spritzenhaus einsperren willst, dann musst du aber bald anbauen. Sofort gehst du runter und lässt ihn raus. Das tue ich nicht. Sippert? Nein, ich tue das nicht. Dann tue ich das. Und das sehe ich. Du hast kein Recht, meinen Mann anzusperren. Ach, recht oder nicht. Ich kämpfe für das Wohl meiner Gemeinde. Als Bürgermeister ist das meine Pflicht, mich für mein Dorf einzusetzen. Auch wenn eine alte Freundschaft bald zum Teufel geht. Auch denn. Gleich hat er mir die Luft abgedreht. Da bist du ja, Mutter. Ich habe alles abgesucht. Nichts zu finden. Nee, das kannst du auch nicht, Harro. Vater sitzt im Spritzenhaus. Im was? Sag das nochmal. Na ja, hast ganz richtig gehört, Harro. Dein Vater ist aus politischen Gründen inhaftiert. Onkel Sippert. Und er bleibt da so lange sitzen, bis der Landrat hier war. Und den kann er da lange sitzen. Onkel Sippert, wenn du Vater da nicht sofort rauslässt, dann breche ich die Tür auf. Das sag ich dir. Und das steht ich. Du weißt ja wohl, was auf Gefangenenbefreiung steht, nicht? Und habe ich dir nicht mal verboten, hierher zu kommen? Harro kann hier so viel und so lange kommen, wie er will. Ich will da nichts von wissen, dass so einer mit meiner Tochter rumflaniert. Also nun langt mir das aber. Nun will ich aber mal was sagen. Vater, Post vom Landrat. Vom Landrat? Gib her. Der ist an mich. Die Post mach ich. Er schreibt sich ja an.
Bürgermeister Sibbert Struve Hellewatt. Betrifft Gebietsänderung Hellewatt-Jönnewatt. Aha, nun ist das soweit. Wir beziehen uns auf Ihren Antrag vom 25. April dieses Jahres wegen der oben angegebenen Gebietsänderung und teilen Ihnen mit, Jawohl. Dass der Kreisausschuss diesen Antrag in seiner gestrigen Sitzung abgelehnt hat. Was? Abgelehnt hat. Entscheidungsgründe, Doppelpunkt. Durch die Gebietsänderung, wie sie von der Gemeinde Hellewatt vorgeschlagen wurde, entstehen nach Ansicht des Ausschusses für die Gemeinde Jönnewatt einerseits erhebliche wirtschaftliche Belastungen, während die Gemeinde Hellewatt andererseits wirtschaftlich unverhältnismäßig begünstigt wird. Dies ist gemäß Paragraph 15 der Gemeindeordnung in Verbindung mit Paragraph 8 der Durchführungsverordnung nicht zulässig. Gegen diesen Bescheid kann innerhalb einer Frist von 4 Wochen nach Zustellung Einspruch beim Regierungspräsidenten erhoben werden. Unterschrift Landrat. Ach, das ist nicht wahr. Hier, lies selbst. Also das ist ja unerhört. Na, lass ihn mal kommen. Vater, der Landrat kommt nicht. Wer sagt das? Das habe ich so im Gefühl. Na, warte, dem werde ich das zeigen. Ich werde persönlich zum Regierungspräsidenten hinfahren. Vater. Ich krieg keine Luft mehr. Und sonst, Kerl, habe ich nur den schönen Bock angeboten, aber das lass ich mir nicht gefallen. Das kommt gar nicht in Frage. Vater, bist du denn mit Gewalt mit dem Kopf durch die Wand? Die hohen Herren, die machen ja doch, was sie wollen. Weißt doch, eine Krähe hat der anderen kein Auge auf. Das wollen wir dann doch mal sehen. Und dafür habe ich nun meine ganze Kraft der Politik geopfert. Ich lege meinen Posten als Bürgermeister sofort nieder. Sollen die doch ihren Schied alleine machen? Vater, das kannst du ja nur nicht machen. Ich kann auch ganz was anderes. Nee, das kannst du nicht. Du stehst ja deiner Gemeinde vor und die kannst du nicht einfach so im Stich lassen. Diese Blamage. Ach, Blamage. Was soll überhaupt mit der oldösigen Fabrik? Und die Gewerbesteuer? Gewerbesteuer. Ist da vielleicht daran Geld? Hm? Na komm, du geh runter und lass Gerd Lüders wieder raus. Das kann ich nicht. Warum nicht? Unsere politischen Ansichten sind zu verschieden. Was ein guter Politiker ist, der kann getrost mal seine Ansicht ändern, Sibbert. Das haben schon ganz andere getan. Ich bin aber nicht so. Und dann hat er ja auch den Bock geschossen. Wäre denn lieber gewesen, dass der Landrat ihn geschossen hat? Na, dann war Gerd doch wohl der Nächste dazu. Ach, dann hätte ich ihn ja selber schießen können. Ich habe da zum Wohl meiner Gemeinde darauf verzichtet. Und so wird mir das gedankt. Na, Vater, nun komm, du geh runter und lass Gerd Lüders wieder raus. Nee. Geh du runter. Und sag Meiners, er soll ihn rauslassen. Ich muss nur meine Balde an Tropfen nehmen. Komm mit, Ende. Und diese Kerle ist aber auch wieder. Oh, Vater. Na ja, lass mal mein Bär, ist schon gut, ne? Du, Gunnar. Gunnar, das tut mir leid. Alles. Gunnar, wollen wir uns nicht wieder vertragen? Gunnar. Du hast genauso einen dicken Kopf wie dein Vater. Und du bist genauso unverschämt wie dein Vater. Nun geht das Theater vorne los. Hau doch ab in die Fremdenlegion. Was soll ich? Der Kragen bringt dich doch um. Du willst ein Kerl sein?
Wenn nicht alles nach deinem Kopf geht, gleich auskneifen. Sowas habe ich gerne. Sag mal, was redest du da eigentlich? Ich will einen Mann heiraten und keinen Waschlappen, der beim ersten besten Ehekrach wegrennt in die Fremdenlegion. Hast du eben Ehekrach gesagt? Aber das werde ich dir doch abgewöhnen, du. Und ich werde dir abgewöhnen, dass du dich beim ersten besten Ehekrach einen anderen an den Hals schmeißt. Habe ich ja gar nicht getan. So, und mit meines, was war das, hä? Und wie wäre das, wenn ihr nun gleich anfangt mit dem gegenseitig abgewöhnen? Fällt mir gar nicht ein. Soll ich denn immer nachgeben? Auch von mir verlangst du das, was? Natürlich. Oh, da denke ich gar nicht an. Und ich dachte, die Jugend wäre ein bisschen klüger als die Alten. Scheint aber nicht so. Du, Gunnar, hat Fröbbe nicht recht? Den gibst du also nach? Ich? Nee, du. Na schön. Denn eben ich. Komm, wollen unseren Friedensvertrag machen. Na endlich! Du bist ein ganz großer, dummer Junge. Hast du das denn noch gar nicht gemerkt, dass ich dich ganz furchtbar lieb habe? Natürlich. Darum hast du da auch nachgegeben, nicht? Nee, darum nicht. So, warum dann? Weil ich klüger bin als du, darum. Du, bilde dir bloß nichts ein. Soll das denn überhaupt kein Ende nehmen hier? Macht doch, was ihr wollt. Ich hau ab. Ja. Nummer eins, das musst du mir versprechen. Was? Wenn wir verheiratet sind, lass deine Finger von der Politik. Wenn du unter Politik das verstehst, was dein Vater und mein Vater uns hier vorexerziert haben, dann gebe ich dir mein Ehrenwort. Ich drehe das nicht um. Das ist Freiheitsberaubung, ist das. Vater, nun reg dich doch bloß nicht so auf. So schlimm war das doch auch nicht. Nicht so schlimm. Sitzt du da mal 20 Stunden in dem kalten Loch. Sogar die Hosenträger hat er mir abgenommen. Wie so ein Schwerverbrecher hat er mich behandelt. Frau Strube, wenn das nicht stimmt, was Sie mir da eben gesagt haben, von wegen ihn rauslassen. Ich werde das auch noch teuer zu stehen kommen, alter Freund. Lass den Landratmann kommen. Ich habe nur meine Pflicht getan, Herr Lüders. Gerd, der Landrat kommt nicht. Kommt nicht? Wer sagt das? Wer ist sicher, wer das sagt? Was soll er auch noch hier? Gibt ja doch keinen Bock mehr zu schießen. Du, und Sibberts Antrag wegen der Eingemeindung, der ist abgelehnt. Abgelehnt? Haha! Das gönn ich ihm. Wirklich, Gerd? Oder habt ihr doch gar nichts mehr, worüber ihr euch kabbeln könnt, nicht? Oder die finden schon was. Gibt immer einen Grund, wenn man will. Nicht so? Da bist du ja, du. Freu dich, dass ich meine Hose festhalten muss, sonst hätte ich dir alle Knochen im Leib kaputt gehauen. So, Ich kann dich anzeigen wegen Freiheitsberaubung. mach, was du für richtig hältst. Mir ist alles egal. Also mich wundert ja nur, dass sie dich überhaupt reingekriegt haben, Vater. Du bist doch sonst nicht so friedlich. Das falsche Pack, das. Stehen da erst ganz seelenruhig und gucken sich das an, wie ich den Bock versorg. So, sagt er, du weißt ja wohl, das Wildpretz gehört mir. Bring das mal ins Spritzenhaus und häng das da auf. Und ich dös, aber ich tu das auch noch. Eben bin ich drin, rums machen sie die Tür zu. Da lacht man, aber euch beiden wird das Lachen schon vergehen. Na, nun mal sinnig, Vater. Du hast ja auch was getan, was du nicht durftest, ne? Jawohl, Sie haben in der Schonzeit einen Bock geschossen. Und das ist gemäß Paragraph 38 des Jagdgesetzes strafbar. Wer sagt das? Ich? Und wer ist hier Kreisjägermeister? Sie oder ich? Sie. Na also, Sie haben aber gesehen, dass der Bock sich die ganze linke Flanke aufgerissen hatte. Also war er krank. Und als Kreisjägermeister habe ich das Recht, krankes Wild auch in der Schonzeit freizugeben. Na, meiners, siehst wohl, jedes Ding hat zwei Seiten. Sogar das Jagdgesetz. Du, Sibbert, was höre ich eben? Deinen Antrag haben sie abgelehnt. Ja. Und der Landrat kommt auch nicht? Nee, das sind doch vernötig, auf meine Einladung zu antworten. Das konnte er ja auch gar nicht, Vater.
Warum nicht? Ja, die Einladung doch gar nicht gekriegt. Wieso? Ich hab dir den Brief doch diktiert. Ja, aber abgeschickt habe ich ihn nicht. Was? Guck mal, Vater, das mit der Eingemeindung, das konnte ja doch nichts werden. Und da konnte ich einfach nicht einsehen, dass der Landrat den schönen Bock haben sollte. Also hier macht ja wohl jeder, was er will. Ach, Vater, lass mal. Ich glaube, es ist ganz gut, wenn wir Frauen uns auch mal so ein bisschen um die Politik kümmern. Und ihr Kerls könntet gern ab und zu mal auf uns hören. Da gibt es mal halb so viel Unglück auf der Welt, nicht? Ja. Ja, Line hat recht. Los, vertrag dich wieder mit Sibbert. Wieso vertragen? Haben wir uns denn jemals erzürnt? Schön, Kram, die Politik hat doch nichts mit unserer Freundschaft zu tun. Nee, das gibt ja Gott sei Dank auch noch Dinge, die über der Politik stehen. So, ja, dann gehst du nun hin und gibst Sibbert die Hand. Das kann ich nicht. Warum nicht? Ich muss mir doch meine Büchse festhalten. Mit Verlaub, Herr Bürgermeister, da bleibt aber immer noch die Sache mit dem Dorfschild. Was für ein Dorfschild. Ja, die Beleidigung, ich meine. Wieso haben Sie den Kerl denn immer noch nicht zu fassen, Meiners? Leider nicht, Herr Bürgermeister, noch Die nicht. Büchse schlug sie an den Baum und sprach, das Leben ist ja nur ein Traum. So, hier ist das Schild. Was ist das für ein Schild? Na, das neue Ortsschild. Groß Hellewatt? Ist das nicht prima geworden? Hau das Dings kaputt. Was? Das schöne Schild? Wird es denn nun nichts mehr mit der Eingemeindung? Nee, Frau Will, bleibt alles beim Alten. Ist doch immer dasselbe mit der Politik. Das Resultat ist vorher klar. Es bleibt doch alles, wie es war. Das hat sich eben gereimt. Ja und? Herr Bürgermeister, ich weiß nun, wer das Dorfschild beschmiert hat. Na und? Ja, wollen Sie denn diese Beleidigung einfach so auf sich sitzen lassen? Beleidigung? Stimmt das denn nicht, was da drauf stand? Aber Herr Bürgermeister... Wie war das mal noch, Fröbbe? Was stand auf dem Schild? Soll ich sagen? Das muss man Sibbert Struve lassen. Er hat den größten Bock geschossen.